werden wir in der Lage sein, unsere 16 Helden im Kampf gegen König Gowens scheußlichen Atem durchzubringen, oder aber wird der eine oder andere von uns heute sein Leben verlieren. Diesen will es mehr. Sind wir jetzt wieder hier im großen Finale bei Final Fate zum Echnis. Hi und willkommen zurück und es geht spannend weiter. Mit den Siegeln und allem da drum und dran. Ich lasse, glaube ich mal, wobei ich eher so noch leveln war. Ja, vielleicht lassen nachher Felice mal hier unten zum gucken, was das sein könnte. Vielleicht ein Charakter pro Siegel, weil irgendwas muss damit zu tun haben. Sei es, ob ich die zerstören muss, dass es irgendwie gar nicht geht, oder ob ich da einfach mal draufstehen muss oder irgendwie nachher sogar Gegner nachspawnen, könnte ja alles sein. Okay, die ist echt so doof. Wow, hat richtig wehgetan. Ja, ich denke, er ist einer der wenigen, die am meisten Schaden machen werden. Der ist selber schuld, was er Talion habe. Der ist Angriff bloß sowieso ab. Ja, da kam ein bisschen was auf uns zu. Aber auch hier, man sieht sie. Praktisch kein Schaden und meine Strategie kann ich hier aufrechterhalten. Die klappt echt geil. Vielleicht mich selbst aus dem Schussfeld, die muss sowieso nicht mehr leveln. Dann kann er hier noch ein bisschen abstauben. Du Abstauber, du. Problem ist, wenn ich halt hier angreife, müsste ich eigentlich die Waffe wechseln. Wenn ich aber jetzt direkt angreife, ist nachher wenn mein ganzer Schutzflöten, den ich so mühsam angespart habe. Und die Strategie klappt ja eigentlich ganz gut. Ich bin zwar jetzt nicht unbedingt der Typ, der auf sowas steht, aber wenn es klappt, warum nicht? You look beautiful. Und Majestic. Noch ein Level. So. Sehr schön, dann kommt Ryoma ja weg. Wieder oh, scheiße, wohl mich. Aber nicht doof. Ja, wenn ich dich jetzt da hoch, wa? Zum Abfangen, das gibt's doch nicht. Ich muss doch jemanden da hinstellen. Mit relativ viel Defense, das wäre ein bisschen doof hier. Wobei, dann kann nicht so viel die auf zwei Felder doch. Und der mit viel Mullwinter wäre schon. Oh, warte mal. Kriegerschwert. Der hat sich so eine Nähe an, das ist der einzige. Warte mal ganz kurz. Kommt Felicia hier hin? So, noch 3 Karpe heilen. Oh, ich bin ja wieder zu Tode schwitze, hey. Das war gerade ziemlich noch spannend. Gut, wir haben hier noch 2 Gegner, den ich gleich mal platt mache. Dann haben wir ein Problem weniger. Hier kommt die auch schon durch. Ich habe schon gefragt, ob man hier mal ein bisschen anlocken soll, wa? Silberlanze, Silberaxt, da ist noch zu viel zum Abblocken. Was soll da draufstehen oder was ist damit gemeint? Also. Komm, ich gehe wieder hoch, das bringt sowieso nichts hier. Kommt ihr von der Seite her, dann kann sie noch. Ich weiß, sollte eigentlich noch ein bisschen trainiert werden. Die Frage ist bloß, inwiefern war. Bei dem Typ geht's gut. Mal gucken. Doppelschuriken. Ich weiß, er ist tot. Das ist auch klar. Simple enough? Ja, glaub schon. Okay, sie sind ein bisschen zu stark.
Wie viel Schaden mache ich bei dem? 24. Ist nicht wenig, wenn das noch ein bisschen unterstützen kann. Naja. Ohne Crit nicht gerade geil. Kombination schafft er noch ein bisschen mehr. Ja. Ich brauche einen zweiten Drachenstein plus. Wieso gibt's denn nirgends zu kaufen? Michael traurig. Und ihr wollt nicht, dass ich traurig bin. So. Noch ein bisschen. Noch etwas, war? Nö. Jo. Die Strategie geht bisher auf. Nice. Das ist weniger nice. Jetzt kommt der Arsch vor. Hat der kniet Siegel plötzlich, wa? Weil ein Schaden aber keinen gekriegt. Hab ich nur Schaden bekommen? Nee. Die beißen sich an Ringcake die Zähne aus. Fimbul winkt der andere zusammen angreifen, bringt aber nichts, dann schlecht. Ich mag Toast. Oh, Rinker Maximum. Das ist aber scheiße. Nicht killen, Rinker, nicht killen, die sind auf Angstpunkte gelockt. So, und jetzt? Ich meine, gut, er kann hier mit dunklem er kann die Felder aktivieren. Versucht so einem Gavins Kappe zu heilen. Und ist hier unten verseucht? Da ist einfach, wenn er hier runterkommt, wenn seine Kappe geheilt. Naja. Das soll mir recht sein, ganz ehrlich, ist mir ziemlich scheißegal. Was haben wir noch alles? Ja, ich würde sagen, die killen wir jetzt mal. Das heißt, hier langsam sicher mal in die Offensive gehen, wa? Also dann, wer hat noch nicht das Maximum, wer will nochmal, wer hat noch nicht, in diesem Sinne ein bisschen. Switchen. Ich will dich kitchen. Was? Ich will dich küchen? Nee, Sophie will lieber ihren Gegnern die Haut abziehen. Das Maximum. Sehr gut. Nächster Charakter auf Maximum. Wie wär's mit Ryoma? Er wird es wohl kaum schaffen, aber wird trotzdem nice try. Er macht noch 40 Erfahrungspunkte, wa? Er kriegt sicher höchstens 30. 26, naja. Siehe hier, meine Illusion, du wirst sterben. Das ist aber keine Illusion. Lololol. Sehr gut, sie kommt auch voran. Jo, erste Frage halt gegen anlocken. Silberaxt, 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 erhöhte Crit-Chance, vergessen. Mit dem echten Naginata? Nee, das ist mir zu gefährlich. Doppel-Naginata. Natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber trotzdem. So, ihr geht mal hier weiter, aber ich denke mal, ihr dürfte gleich auch alles versaut, wollte ich gerade sagen, verfault werden. So, und hier.
Anlocken. Ja, vor allem wegen Garen bin ich dann noch ein bisschen. Ja. Zwar noch ein bisschen daran, aber sieht schon mal sehr gut aus. Jo. Was? Okay, sagt er zum gegnerischen Zug. Ich glaube, so ein bisschen ja, ein bisschen hinmachen, war Fürsche machen. Ein bisschen Schweizerdeutsch quatschen, war. Ja, sollte mal ein bisschen Fürsche machen, Gott verdecken sich noch mal. Schweizerdeutsch, Fluchen, ist doch geil. Leck mich doch am Tschöpli, ja, die kommen doch nach, ich wusste es doch. Ich wusste, die kommen nach auf den Siegeln. Ist wie bei Awakening. Okay, Freunde, Plan B, wir machen ein bisschen hinter. Spüre mein Chakram. Voll durch die Kehle, der kehlt nie mehr. So, natürlich im Prinzip so nur die Frage, soll ich hier das Ganze ein bisschen in Länge ziehen? Ich meine, ich kann hier super trainieren mit dem Bein als Beispiel, oder von unten können auch noch ein paar Gegner, okay, werden ja noch gekillt. Könnte man so machen, aber es sind halt einfach zu viele Felder. Ich meine, ihr müsst einen Gegner, also einen von uns pro Feld hinstellen. Wäre irgendwie ein bisschen doof, ich finde. Die Frage ist natürlich, kommt er bereits? Holy shit, der macht irgendwie ziemlich viel Schaden. Jo, also ich weiß ja auch nicht, Leute, wie ihr das seht, aber ich glaube, das könnte noch ein bisschen wehtun. Okay. Gegner anlocken. Ja, nur wen hinstellt, war die nächste Frage. Okay, jetzt haben wir natürlich mit der Panzerhand. Ja, ich muss Wasserrad machen, da habe ich am meisten Defense-Werte noch. Gut, dann kommt der auch mal hier hin. Hier müssen wir langsam mal aufteilen, wa? Bis dahin in Sicherheit. Gut, dann geht jemand darüber. Machen den Typ mal ein bisschen platt. Währenddessen bleibt ihr mal ganz kurz nach hier unten. Ihr könnt so bereits nächsten Silberdolch war eine Variante gewesen. Ja, komm, Silberdolch bloß werde er wohl noch schaffen. Wenn ich mache mir ernsthaft Gedanken. So. Ja, ist doof. Wir müssen ganz kurz mal trennen. Sieht noch viel ab, der Arsch. Hier kommt der Riesenfels. Hand zur Hand, bringt nix. Hier kommt der kalte Winter. Oh, jetzt kommt es aber langsam. War jetzt lange, bis ich da bin. Lustig irgendwie, der bereits... noch nicht ganz, war.
Und überlegt, ob er vielleicht auch angreift, aber offenbar noch nicht. Spüre mein Unheilstor. Naja, ich gehe ohnehin davon aus, dass dieser Part ein bisschen länger dauern wird. Und wegen den ganzen Abschlussszenen, wegen den Credits und hast nicht gesehen. Ja, allerdings. Was macht die da? Gut, Fähigkeit Resistenz auf Maximum. Magie noch ein bisschen. Magie, Geschwindigkeit und Verteidigung. Dankeschön. Das ist aber gerade ein bisschen sehr lahm. Ja. Okay, tut weh. Blitznagenator macht eigentlich am meisten Schaden. Interessant. Ja, komm, 96%, dass er trifft. So. Wir nun mal ein bisschen einsperren. Nicht ganz so geil, wie ich es gerne gehabt hätte. Und dieses dämliche Sumpf echt 10 KP abzieht. Schon krass irgendwie, wa? Kein Ding. Wird aber auch nicht besser, wa? Ich meine, CS 40, das kann daneben gehen. Sie können aber auch mal kritten. Wow. Ja, und zweimal kritten ist immer epischer. Und vor allem unnützer! So. Doof, nur ich kann ja eigentlich nichts machen. Wirklich ernsthaft gerade? Stell mal Kane hier rein, war wäre ein gutes Ziel, aber nehme mich jetzt echt wunder, ob er irgendwie bereits angreifen will oder ob er sich sagt, nö, kein Bock drauf. Könnte ja auch sein. Der gehört dir, oder auch nicht, oh Mann, ich krieg die Gicht. Das tut weh, oh je, mit Chakram. Level 19. So. Aber nee, ich denke nicht, dass wir nachher irgendwie alle Level 20 kriegen, wenn wir es gleich mal beenden. Erstmal ganz kurz testen, ob er mich überhaupt angreifen würde, weil das, denke ich, doch noch eine wichtige Information. Weil ganz ehrlich, ich glaube, so viel Schaden wie der macht, einen Angriff und weg wäre ich, also von dem her. Kann ein bisschen anlocken, eigentlich nicht schaden. Instant weg, alter Schwede. Diese verdammte, versaute Umgebung. Ja, hab was auch gesagt. Ach, still, sieh ja hin, das klappt schon, hoffe zumindest. Keiner da, um sie zu heilen. Ja, sie wird schon überleben. So, falls er echt ankommt, habe ich eigentlich alle da, die ich irgendwie in der Nähe brauche. Hier gehen wir nach oben, wegen dieser verdammten Säulis versauten Zone.
Die Mitte ist aber ruhig, kann das sein? Ne, in der Mitte habe ich es auch. Ich habe sie überall. Ne, bringen kann man etwas. Lassen wir es, war. Gut, wie sieht's aus? Ja, da unten kommen Gegner nach, ist mir gerade ziemlich egal. Er fehlt. Ah, Ryoma. Nee, und eigentlich darüber kommt, will ich ihn gerne hier behalten. Sowieso auf Maximum spielt also keine Rolle, was ich da mache. So ein Arsch mit Ohren. Er macht nie alles zu. Die man sowas und keine Erfahrungspunkte, ja, nicht schlecht. Das muss wehgetan haben. Ja, da kommen sie nach, sollen sie mal. Ist das richtig? In der Mitte ist nix. Guckt mal das mal an. Hier rechts in der Mitte, aber nö. Den ich keinen Bock drauf. Gut, ich versuch's noch mit dem Anlocken. Ich fahre noch gerade in meinen Hinoka und Scarlet, die fliegen ja. Ich meine, die dürfen gar nicht betroffen sein von dieser Fäulniszone, wa? Eigentlich. Jetzt müssen wir ganz kurz hier verschwinden. Sie wird trotzdem noch getroffen. Ja, was sagt die Zeit? War jetzt wieder 20 Minuten rum. Ja, ich gehe auch davon aus, ein paar etwa 30 bis vielleicht sogar 40 Minuten haben wir am Schluss. Also wenn wir so nah dran sind, machen wir noch mal einen Cut. Außerdem ist Part Nummer 77, das ist sowieso eine schöne Zahl. Deswegen ist das cool. So, sie hält eigentlich noch relativ viel aus, wa? Wenn man sie in die Mitte stelle zum Gucken. Vorne mal ganz kurz heilen. Sehr schön. Ich weiß, ihr habt da oben noch ein paar Gegner, sind mir gerade ziemlich egal, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht kommen sie, vielleicht auch nicht. Sag mal. Da hat er gerade irgendwie diese Fäulnis uns gar nichts macht, ein Königskind, aber Ryoma hat schon gekriegt, aber wir nicht, war. Aber zumindest. Da täuscht mich ja auch. Was mache ich hier? Vielleicht auch mal aus der Schusszone hier nehmen, wäre mal ganz geil. Ja, komm. Ich weiß nur noch ein KP, aber Haze nimmt ja sowieso keinen Schaden, wenn der voll ist. Da geht ihm nur bis zu maximal 1 KP runter und danach ist er Feierabend. Sie kann ja noch gut trainieren. Hier hat sie Unterstützung von der Kleinen. Die heilt sie mal wieder hoch. Level 16. So, ich würde sagen, jetzt zugehen wir auf Angriff. Die kriegen ja auch Schaden. Ja, nicht sowas von böse. Ja, ich dachte mir schon, dass natürlich all das verseucht, aber was nach? Ich sehe gerade, die ganze Mitte ist unberührt, aber mehr eigentlich auch nicht. Oh Leute, ich muss angreifen, das bringt so nichts mehr. Toll, gleich wieder Schaden oder was?
Ja, also man sieht es hier, wird immer weniger, also vielleicht 2, 3 Felder irgendwie nicht betroffen sind. So, jetzt reicht's aber. Kommt wohl nicht ran, ist klar. Wie weit kann der Arsch denn angreifen? 2 Felder, toll. Dann wird die Frage auch beantwortet. Resistenz, der Ball ist einfach so hoch oben, da komme ich kaum durch. Alle gemeinsam, war. Problem ist, Wasserrahmen hat halt ziemlich viel Schaden. Gut. Ja, aber ich muss sie vorher noch heilen, da bringt sonst gar nichts. Kann das doch mal vergessen. Nein! Oh, scheiße, Mann, zu schnell geklickt. Wir haben so viel Fluchroute, wa? Hey, immerhin 52! Ich gedacht, wir haben vielleicht 10 oder so etwas. Mehr als ich ehrlich gesagt dachte. Sehr gut. Sind natürlich alle direkt drin, war, also wenn jetzt irgendwie jemand angreifen will. Stellt trotzdem Rinke hin, wir haben gerade gesehen, sie kriegen nicht so viel Schaden, das geht eigentlich noch. Also sprich mit einem Angriff, weil es nicht gleich ausgelöscht wird. Meisteraxt. So, weiter abblocken. Jetzt hier oben dafür ein bisschen doof. So, sehr schön. Was haben wir noch? Silberbogen, Riesenfels, kann natürlich alle an, war. Oh Mann, wieso passiert mir das nur? Du. Problem ist, ich brauche Takumi, ich kann ihn nicht verlieren, deswegen musst du mal ganz kurz hier für Zuflucht sorgen. Dankeschön. So, jetzt was geht hier unten ab? Erst einmal gucke, mache ich überhaupt nicht genug Schaden, oh, da kommt auch noch wer drüben. Ja, leg mich doch. Kommt doch alle miteinander, ist klar. Oh, Freunde, es kann dauern, bis ich hier durchkomme. Let's play! Let it rip! Wie sieht's aus? Kannst du bei ihm relativ gut was machen? Doppel, Wächter, Blitz, Silber? Machen wir Silber. So. Bis die da unten nachkommen, dauert sowieso noch. Jetzt mal ganz kurz euch. Ihr könnt sowieso nicht mithelfen hier, glaube ich. Weil sie hat volle Stärke war und vielleicht sie noch mit dem Chakra ein bisschen was reißen kann. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, obwohl es gerade ziemlich düster ist bei mir, die Hoffnung, muss ich ja dazugeben. So, ein bisschen mehr Stärke für euch noch. Ich platziere trotzdem mal alle gerne hier in der Mitte ein bisschen. Ryuma natürlich auch, er soll vor allem angreifen. Sie soll natürlich auch noch ein bisschen was reißen können, wenn überhaupt. Mal gucken.
you. So, er kriegt die Kappe, da ist nichts Neues. Greift an, er greift natürlich an. Vergiss nie, dass du selbst diesen Weg gewählt hast. Du hast den Tod und die Niederlage gewählt. Du hast das Verderben gewählt. Schon bald wirst du im Totenreich verweilen. Sie will aber nicht. Hallo, sie hat ein Zurückticket. I screwed up. Ja, komm, der Schaden ist sowieso gemein. Du weißt nie, wann greift er an, wann nicht. Das hast du sowieso bei Bossgehen. Entweder greifen sie da können von Anfang an angreifen oder sie können es nicht. Meine Fresse, ey. Ja, übel wird's, übel wird's, mir wird übel vom Kübeln. Drachenwaffen vielleicht, wa? Ja. So, Problem ist halt, ich komme mit ihr niemals bis darüber. Das schafft man beim besten Willen nicht. Halt Drachengeist. Ich glaube, Drachengeist kann doch jetzt ziemlich viel reißen. Muss halt so gehen, Mensch. Erst schwächern, na gut. Sie zieht jetzt ziemlich viel ab. Kann ich vielleicht irgendwie noch seine Stärke erhöhen, wa? Ah, sie ist bereits tot. Oh, scheiße. So, Rinka, kannst du irgendwas gegen ihn ausrichten? Irgendwie nicht, wa? Gut, dann kommt der nächste Schritt. Combination. Sieht doch schon mal besser aus. Gehen wir nach hinten, aber ich, jo. Ja, bringt nichts anderes. Ich muss angreifen, Leute. I'll back you up. So, ein bisschen Glück oder lieber doch die Fluchroute. 53er, dummerweise nur eine. Mein, klar kann man das... Ah, scheiße, muss doch so sein. So, Rang A, mehr geht bei ihr auch nicht mehr. Da muss Asura danach helfen. Es wird Verluste geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Alles andere wäre utopisch, bis zum geht nicht mehr. Erst 50 abgezogen, aber wir dann natürlich immer schwächer, mit dem Angriff. Lustig war, Indras Pfeil zieht am meisten ab. 34, ja, ich will natürlich nicht, dass er crittet. Moment, warum eigentlich nicht? Ich meine, mir darum, dass er eigentlich auch noch ein bisschen was treffen will und reißen will, natürlich. Ist vorbei. Was? Warte mal, eine Fähigkeit, wa? Ja, genau, kritische Fähigkeiten. So, jetzt reißt sie aber. Und zwar endgültig. Diese Wunden, das kann nicht sein. Ich wurde nicht besiegt, ich wurde nicht. Du bist tot. Boah, hinter dieser Arsch. Scarlet. Alan überlebt bis auf Scarlet. In diesem Arsch.
Mich hätte ich töten sollen, als ich noch die Möglichkeit dazu hatte. Als du nichts weiter als ein kleines Kind warst. Warum hast du nicht getan, König Gawain? Warum? Sag mir warum, Vater! Weil du meine wichtigste Schachfigur warst. Ich wusste, dass ich mit deiner Hilfe an Königin Mikoto kommen konnte. Wie dem auch sei, endlich kann ich im Frieden ruhen. Wie lange ist es nur her, als er mich so fühlte? Vielleicht ist dies, wonach er mich sehnte, die süße Erlösung des Todes. Mein Körper zugrunde gerichtet, mein Verstand genommen. Seit dem Moment, als ich etwas wurde. Etwas. Er ist tot, endlich! Was war das gerade? Was meint er damit? War er schon tot? War ein servierten Wort eines sterbenden Mannes oder mehr? Senna sagt, dass Vater, ich meine König Gawain, sich verändert hatte. Fragen über Fragen. Jo, die wohl wirklich erst bei Offenbarung beantwortet werden können. Endlich. Jetzt können wir in Frieden leben. Nee, sagen bitte nicht das, was ich denke. Azura? Bitte sag mir nicht, dass du das übertrieben hast. Du siehst nicht gut My aus. apologies. Ah, verzeih mir, Michael. Ich versprach dir, dich nicht zu verlassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mein Versprechen halten kann. Nein, bitte. Du kannst nicht einfach so sterben. Nicht jetzt. Einfach so vor allem. Wir haben es geschafft, Azura. Der Traum hat sich erfüllt. Aber das ist nicht so, wenn du es nicht selbst miterleben kannst. No. Ich bin nur mit dir selbst im Reinen, Michael. Ich weiß, dass du und alle anderen endlich in Sicherheit seid. Das ist alles wert. Würdest du mir noch einen egoistischen Wunsch erfüllen, als letzten Willen? Also ganz ehrlich, ich fand die Tode jetzt von Sender und Elise ein bisschen tragischer. Leben erfülltes, glückliches Leben. Lass nicht die Freude am Sieg verderben. Weil ganz ehrlich, irgendwie war es klar, dass sie auch noch irgendwie, also ja, kann natürlich auch irren, aber es, also für mich war es irgendwie fast schon ein bisschen offensichtlich. Dank dir ist der Krieg vorbei. Auf der Welt ist nun endlich Platz für Frieden. Das ist die Welt, die wir uns schon immer erträumten. Das ist die Welt, für die ich mein Leben gab. Und es war die Mühe wert. Daher bitte ich nun dieses Versprechen, Michael. Azura? Azura, nein. Doch. Can I see you? Smile for me. One last time. One more smile before I go. That's right. Lovely. Nein! Ja, aber das war trotzdem tragisch. Ich kann hier noch jemanden verlieren. Ich verlor schon so viele. Wieso nur diesen scheiß Pfad gewählt? Wieso nicht Offenbarung, als ich die Möglichkeit dazu hatte? Wir werden Versprechen halten, Azura. Dein Opfer wird nicht vergeblich sein. Freunde, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Lass uns die Welt zu einem Ort machen, nach dem wir wieder stolz sein können. Unsere gefallenen Freunde können friedlich ruhen, wenn sie das sehen. Azura, bitte sing eines Tages noch einmal für mich. Im Jenseits. Wieder vereint. Well then. Volk Hoshidos! Es wird verkündet, dass Ryoma Kronprinz Hoshidos Königin Mikotos Nachfolger ist. Er besteigt den Thron zu Anbeginn einer neuen Ära voll Frieden für Hoshido. Ryoma, bitte nehmt diesen Kron als Symbol eines neuen Titels an. Vielen Dank, Yukimura. Als euer König verspreche ich euch, all die Werte, die Mutter vertrat, fortzuführen. Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Gleichheit und vor allem Frieden. Ich frage mich natürlich gerade, was wäre gewesen, hätte ich einen anderen Pfad gewählt, also nicht Pfad gewählt, sondern halt gesagt, yo, ich wähle die Standardeinstellung, wo halt Charaktere, die einmal sterben, weg sind.
und Ryoma mal gestorben wäre. Also sind einfach die Königskinder, einige müssen von der her sterben, andere dürfen gar nicht sterben, egal was man wählt. Oder einfach nur so gesagt, ja, du kannst nicht mehr für Schlachten benutzen, aber für die Story sind sie trotzdem noch da. Könnte ja auch sein. Lasst uns Hoshida gemeinsam in eine neue Ära des Wohlstands führen. Ryoma, hast du es eigentlich schon realisiert? Du bist König. Du wirkst so majestätisch. Ich freue mich so von dir, Bruder. Ist alles in Ordnung, Sakura? Das soll doch eigentlich ein freudiger Anlass sein. Ja, ich weiß. Ich muss nur daran denken, wie glücklich dies Mutter machen würde. Entschuldige bitte. Aber ich denke, du hast recht. Sie ist sicher glücklich, wo auch immer sie ist. Ja, sie wacht bestimmt gerade über uns, mit Tränen in den Augen. Oh, verdammt. Du auch, Hinoka? Wir müssen uns zusammenreißen, zumindest bis zum Ende der Zeremonie. Er hat recht. Was sollen die Leute denken, wenn wir hier schluchzend stehen? Seid leiser, glaube Ryoma hat noch mehr zu sagen. Bevor ihr alle geht, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Ein Krieg bringt immer Opfer mit sich, doch dieser Krieg fordert so viele Opfer, dass es nur schwer zu ertragen ist. Natürlich spreche ich von unserer allseits geliebten Königin Mikoto. Doch es muss weitergehen, die Krise, in der die Welt steckte, ist vorbei. In diesem Moment haben wir etwas Außergewöhnliches vollbracht. Unser Königreich Hoshido hat mit dem Königreich nur Frieden geschlossen. Sicherlich ist das für einige hier Anwesenden schwer zu verstehen. Doch es gibt kein Licht ohne Finsternis. Sie brauchen einander. Wie sich auch die größten Königreiche aller Zeiten gegenseitig brauchen. Das eine hat, was dem anderen fehlt, zusammen ergehen sein Ganzes. Das hoshidische Volk muss sein Licht und seinen Wohlstand teilen, während wir von unseren Brüdern und Schwestern nur lernen. Lasst uns gemeinsam Seite an Seite leben, lasst uns gemeinsam auf demselben Weg in eine leuchtende Zukunft schreiten. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit und mögen die Götter euch segnen. Schöne Worte, schöne Worte. Jetzt hat es auch bei dir geschafft. Nee, und du hast so viel Rauch in die Augen bekommen. Ja, ja. Ist schon in Ordnung, das haben wir alle. Du vielleicht, Schwester, jetzt. Wir können immer auf Takumi zählen, um uns auf den Boden zu bringen, wa? Verzeiht, die Zeremonie ist noch nicht vorbei. Bitte verzeih, Yukimura. Fahr doch bitte fort. Die Krönungszeremonie ist hiermit beendet. Möge König Ryoma Hoshido auf ewig ruhmreich regieren. Auf ewig vor allem, als unsterblich oder was? Thank you. No. Du warst nervös? Glaube ich nicht. Wahrlich eines Königstitels würdig. Das beruhigt mich ein bisschen. Oh ja, sogar ich war gerührt. Hat sich gerade zu Tränen, aber so sentimental sind. Natürlich sind wir gekommen. Die Krönung verpassen. Dich zu sehen, Michael. Da wäre wohl Camilla jetzt Königin war. Weil sie ist ja die älteste nach Sender. Leo, ich versichere dir. Oh, ich bitte dich, Leo. Mag geschlendert sehen. Rennst du dich? Du sagst ständig, wie toll es ist, mich wiederzusehen. Camilla! Ach ja. Es ist schön, dich wieder zu sehen, Bruder. Noch schwer auf mir lasten. Ja, Frau Melise meint, sie war noch ein Kind. Das ist einfach. Mein Sender, klar, ist auch traurig. Unser großer Bruder sowieso. Aber die kleine Lise, das. Ja, weiß auch nicht, ey. Was ich mein Leben lang tragen werde. Ich werde nie vergessen. Wir werden nie vergessen, wie viel Leben man durch hoshidische Waffen beendete. Ist in meinem Krieg zu verhindern. Wie recht ihr habt. Wenn ihr eure Geschwister zurückgeben nach Asura. Wie ich Asura vermisse. Sie noch lebte. Geht das Geheul nun schon wieder los. Also wenn er nun. Und es ist auch sehr. Jetzt waren sogar Takumi. Also mit anderen Krimi ist er zusammenreisen. Wieso er? Camilla ist doch die Älteste. Ja, da hat er gerade auch. Du hast versaut, Leo. Warte, Leo und Thronfolge anzudrehen und nahm an. Haben keine Lusenkönigin zu reagieren. Zu reagieren, das auch, ja.
glaube, dass freundschaftliche Konkurrenz bei den Königreichen zugute kommt. Oh. True. Tja, also ist dieser Weg bei Vermächtnis echt so, am Schluss gibt es 2 Königreiche, Hoshide wird regiert von König Ryoma und Nur wird regiert von Leo. Tja, was ist denn das Fest? Hm? Die größten Fehler, die du dir vorstellen kannst. So tanzen. Ich kann nicht tanzen. Hallo, ich kann nicht tanzen. Sind die da so verstanden? Das sind immerhin Mitglieder der Königsfamilie. Sind nur auf, Bruder. Das ist großartig, wie kann ich helfen? Die Menge ist nicht übertreibt. Ja, weil die Welt verändert hat, war. Für mein Herz mit Freude. Das Ende hätte einmal etwas Spaß haben. Jo. Und den haben wir auch. Und ich glaube, jetzt folgen die weltberühmten. Nee, noch nicht. Das Haus so, das ist alles ein bisschen viel, wa? Das kommt mir so bekannt vor. Oh! Hier habe ich Asura zum ersten Mal getroffen. Asura. Spiel ich? Asura. Ja, das ist mir egal, ich bin so froh, dich zu sehen. Asura? Hey. Du sie betrachtest, Wasser? Ja, was soll man sonst sehen? Bedeutenderes, sei einfach du. Okay. Go on. Sagen. Nicht jetzt, tu einfach das, was ich dir sage. Understood. Okidoki. Ich wollte nur. Moment, Asura? No. Einen Streich gespielt. Oder meint. So wie es sich aufgelöst hat, das Ganze sah ja schon nach Wasser aus, in dem her. Das ist auch die Frage, wer ist Asura eigentlich? Wieso hat sie diese Gabe mit dem. Ja, mit diesem Gesang und wovon hat eigentlich überhaupt König Garen geredet, so wegen großer Meister, ich weiß den Namen nicht mehr, aber irgendwas geschwafelt da, wieder gibt mir Kraft. Wer war das? Thank you. Sag es wieder. Asura. Yeah. Irgendwie. Werde ich dich nie vergessen. Hey. Das heißt, noch voll im Gange. Ihr wisst wirklich alle, wie man feiert, wa? Dass ich gleich dabei bin, noch ein paar Minuten vor mich hinzuträumen. Und dann in einem neuen Spiel wieder aufzuwachen. Sei es Herrschaft oder Offenbarung. Fire Emblem Fates wird für immer weitergehen. You know, I always wanted to take you flying. Hello, hello. How's the view up there? Hey! Don't fall now. Careful. I told Mother the war is over. You stood for peace. Always. We carry on your legacy. Yes. Yeah. Yes. That Yes. said, our task will always be a difficult one. But no matter how hard it may be, we will succeed with you at our side. All of us, hand in hand. Denn das ist unser Vermächtnis. Schlachtreport! Alter Schwede. Ich gucke auf die Uhr, über 50 Minuten bereits. Allen schlecht, oder knapp 50 Minuten.
ja, das als finale Part wollte ich eigentlich nochmal schneiden und so etwas. Der Schlachtreport, Prolog, der Weg ist dein, Z2-Helden kein Anschlecht. Ja, bevor gleich die Credits kommen, kann ich auch hier mal noch mein Fazit ziehen. Das war also mit dem Let's Play zu Fire Emblem Fates Vermächtnis. Es war trotz allem eine in sich geschlossene Geschichte, kann man so sagen. Sie begann episch, auch der Abschluss war episch, aber trotz allem lässt sie halt Fragen offen. Wie bereits erwähnt, das mit Asura, das war mir doch ein bisschen, ja, zu abrupt mit ihr. Ich meine, dass im Schluss irgendwie, weil sie sich überanstrengt sterben wird, das war irgendwie zu erwarten. Dass jetzt noch kommen war, das war eher, dass vielleicht von Garen noch gefressen wird, so in der Art, aber naja. Aber trotzdem, woher hat sie ihre Kräfte? Und König Garen, wie ich bereits angesprochen hatte, wem hat er da irgendwie gehuldigt? Von wegen, oh, große Meister, bitte gib mir Kraft. Wer soll der Typ sein? Aber ja, es ist wie gesagt nur ein von 3 Teilen. Herrschaft ist zwar im Prinzip das Gegenteil von dem hier, da schlagen wir uns ja auf die Seite von Nohr. Wir werden da noch Abenteuer erleben, deswegen denke ich, dass dort der Abschluss etwa ähnlich sein wird, nur halt umgekehrt. Vermutlich wird dann Takumi in Hoshido regieren und Senda auf Noors Seite und das heißt deswegen auch Herrschaft, oder wir werden sogar dort regieren, das andere von beiden Königreichen, wer weiß das schon. Ist auch so eine Sache für sich, wa? Aber trotzdem, ich denke, Herrschaft wird daher, abgesehen davon, was Schwierigkeit natürlich her, weil eben es soll um einiges schwieriger sein vom Spielprinzip her, wird es trotzdem ähnlich von der Story her sein, also nur umgekehrt. Und daher freue ich mich eigentlich schon wesentlich mehr auf Offenbarung, weil, wie es der Name schon sagt, Offenbarung, es wird offenbart. Ich denke mal, wir werden da König Garen ziemlich früh entgegentreten. Und hoffentlich auch mit beiden Königreichen kämpfen, das heißt sowohl mit Send als auch mit Ryoma im Team und natürlich mit Camilla und Hinoka und Elise und Sakura, hey, keinen Namen sogar noch, cool. Und Leo und Takumi, es wäre eng geil mit Asura noch, aber schon fast ein komplettes Team war. Aber ja, ich quatsch zu viel. Das ist alles Zukunftsmusik, das ist das, was ich mir ein bisschen erhoffe. Und daher erstmal natürlich hier gucken. Ne? Jetzt haben wir hier einen der 3 Teilen durchgespielt. Es wurden trotzdem mehr Parts, als ich eigentlich dachte. Zumal ich eigentlich selten nur wirklich 20 Minuten gezockt habe. Meist waren sie viel länger und daher, uff. Und eben, es ist der einfachste Teil von allen, von dem her gesehen. Was ich mal sagen muss, wie ich finde, es ist ein typisches Fire Emblem. Ich meine, seit Vermächtnis, Entschuldigung, natürlich seit Awakening. Spielen jetzt auf dem 3DS oder DS, wie auch immer, also auf einem neuen System mit, ja, sind einfach alles ein bisschen neues, alles ein bisschen anders aus, auch natürlich, dass man sich anders weiterentwickeln kann. Mit der Haira, neuen Kindern, gut, hier und jetzt das mit den Kindern ein bisschen, ja, seltsam gelöst, einfach eine andere Dimension, wo die Kinder einfach hinschicken kannst, fertig, ja, gut, kann man machen, okay. Die Kinder, wie man gesehen hat, natürlich ziemlich episch. Sophie hat bis zum Schluss alles selber gerissen. Die war fast, vor allem mit Rinkan-Kombination, einfach nur episch geil. Ja, gut, wie gesagt, ich fand es zwar geil, aber andererseits war, glaube ich, Sophie auch ein bisschen überpowered. Also, diese Kinder ja doch so stark sind. Ja, kann man so sehen, wie man will. Trotz allem wieder ein geiles Feature und, wenn wir ein bisschen rein nachgehen. Generell natürlich auch mit den Waffen. Waffensystem wurde auch umgekrempelt. Neues Waffendreieck. Wo ich am Anfang ein bisschen schwer getan habe, bis mir endlich mal in den Kommentaren eine geantwortet hat. Vielen Dank dafür nochmal. Also nicht endlich, sondern dass ich es endlich mal kapiert habe und gelesen habe. Dass man da halt anhand der Farbe erkennen kann. Wegen Grün, Rot, Blau. Typisches Pokémon-Dreieck. Dass man so ein bisschen auch angehen kann. Dann natürlich auch wieder mit den Waffen, die stark in den anderen Waffen sind. Zum Beispiel irgendwie Axtspalter und Lanzenbrecher und so weiter und so fort. Oder Doppelklingen. Das Waffendreieck umkehren, natürlich auch immer geil und also einfach ein bisschen vermisst habe. Ich meine, es ist ja episch, dass man hoshidische Klassen hat, nur Klassen, jeweils natürlich auch andere Waffentypen. Auf Seiten von Nohr sind es Schwerter, auf Seite von Hoshido sind es halt Katanas, ist ja auch geil. Was ich auch vermisst habe, ist, dass ich nicht beide Sorten kaufen kann. Ich meine, hier bei unserer Burg oder unserem Arsenal kann ich immer nur Waffen aus Seite Hoshidos kaufen, waren immer nur alles Katanas, keine Schwerter. Ich meine, klar, es ist im Schlussprinzip nur vielleicht hier und da ein bisschen die Werte, aber ich denke, vor allem ist halt das Aussehen, was ein bisschen anders ist. Ja, kann man sich darüber streiten, trotzdem wäre es noch geil gewesen. Jo, so gesehen. Ja, die Burg, wa? Genau, die Burg. Ich hatte es auch mal ganz kurz gezeigt, Burgkämpfen, was man da alles machen kann, was man alles upgraden kann, vor allem was alles gibt. Habe ich natürlich jetzt hier noch ein bisschen zu wenig gemacht. Vor allem Burgkämpfe, auch Online-Kämpfe gegen euch zum Beispiel. Das wird noch kommen, keine Sorge. Ich denke, da vor allem in Livestreams auch, dass ich noch einbauen werde.
Aber nicht mehr jetzt in diesem Let's Play oder in diesem Part, also sprich in dieser Playlist wohl eher. Das machen wir ein anderes Mal. Man kann natürlich jetzt hier nach diesem ganzen, sobald die Credits mal durchgelaufen sind, auch kann natürlich mal abspeichern und dann noch ein bisschen trainieren, bis alle uns Super Level 20 sind. Viel fehlt ja nicht mehr. Und dann, denke ich mal, haben wir ein schlagkräftiges Team für, jo, eben halt Burgkämpfe mit und gegen euch. Ich weiß nicht genau, ob man auch irgendwie zu zweit irgendwie Burgkämpfe machen kann. Weil, auf dem Spotpass und so, habe gesehen, man kann bis zu 8 irgendwie noch einladen, aber ja, wie das genau sein wird. Das und vieles mehr sehen wir dann noch. Ja, soweit mal zu Neuerungen. Andererseits natürlich Fire Emblem typisch, ganze strategische Kämpfe, Doppelkämpfe, Kombinationen, oder? Das war sowieso geil und episch, ein bisschen aus Awakening übernommen, aber auch ein bisschen Neues noch gemacht. Man findet es relativ schnell ein, es ist eigentlich ein typisches Fire Emblem-Spiel. Also in dem her kann ich einfach sagen, es ist ein gelungener Titel, der riesig Spaß gemacht hat und vor allem natürlich sehr auf die beiden anderen Teile. Welcher es sein wird, das sehen wir dann noch, weil der nächste kommen wird. Wie bereits erwähnt, ich werde jetzt das erste Mal einen von beiden noch zocken. Das Ende der Herrschaft der Offenbarung und danach eine kleine Pause machen, weil es auch ein bisschen zu viel dann ist für alles. Ja, das kann noch, was die alles hier gemacht haben, die Charaktere. Und dann nach einiger Zeit kommt noch der dritte Teil noch. Aber ja, ich werde alle 3 Fates-Teile noch zocken. Ich werde auch irgendwann noch Awakening zocken. Und weil wir natürlich schon Dinge gezockt haben, Path of Radiance, wird auch noch Radiant Dawn irgendwann kommen. Oder sogar irgendwann noch Fire Emblem Shadow Dragons und die Game Advance Teile. Daher wir haben noch viel zu tun. Aber jetzt mal natürlich in den Credits genießen, das Spiel selbst genießen, so ein paar Fragen stellen und dann kommt der nächste Fire Emblem Fates Teil. Und da kommen wir auch schon mal zu einer Bewertung, weil, ja, wie bereits erwähnt, auch schon, ich habe schon mehrere Fire Emblem Spiele gezockt. Wenn eben die Game Advance Teile, ich habe auch schon im Fire Emblem 9, das ist ja der Path of Radiance, bereits Let's Played. Ist jetzt das einzige Let's Play, Fire Emblem Let's Play, außerdem hier halt. Radiant Dawn fehlt noch, Shadow Dragons von DS habe auch schon gezockt. Ja, überleg gerade noch. Dann natürlich Awakening, auch schon mehrfach durchgespielt. Und jetzt hier Fire Emblem Fates Vermächtnis. Und ich muss sagen, es ist ein gelungener Teil, der aber, wie ich ganz ehrlich sagen sollte, wenn ich das einzelne Teil betrachten muss oder will, würde ich echt sagen, es ist ein Fire Emblem Spiel, okay, es hat Spaß gemacht, gut. Aber es ist eigentlich kein Top-Spiel. Weil eben am Schluss, es fehlen noch so viele Fragen, so viel Offenes. Es ist im Prinzip ähnlich wie Path of Radiance. Auch dort hat es am Schluss noch ein paar offene Fragen gehabt. Und du hast im Prinzip mehr oder weniger auf den Nachfolger gefreut. Dir gesagt, okay, Nachfolger kommt noch, muss irgendwie das Ganze nachher betrachten. Beide zusammen und dann irgendwie ein endgültiges Fazit ziehen. Und wenn es als einzelnen Teil betrachten muss oder will, hier Vermächtnis, muss ich sagen, es ist gut, es ist gelungen, es hat Spaß gemacht. Wenn ich aber die Wahl habe zwischen jetzt hier Fates Vermächtnis und zum Beispiel Awakening, würde ich Awakening vorziehen. Mir kommt Awakening auch ein bisschen größer vor, was vielleicht wegen der zweigeteilten Story miteinander zu tun hat. Aber generell ist es halt eher geschlossen, der Abschluss epischer und daher, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ist es auch schwierig, ein Fazit zu ziehen, weil es ist ja nur ein von 3 Teilen. Ich glaube, du kannst die einzelnen Teile schon bewerten, aber du kannst es echt dann richtig bewerten, wenn du alle 3 gezockt hast. Und dann kannst du sagen, okay, ich kann jeden Teil einzeln bewerten, für sich selbst. Und dann am Schluss kann ich alle dann einmal zusammen bewerten und sagen, jo, das ist vielleicht der Teil ist am besten, bei dem Teil wird das besser, alle 3 zusammen, weil es eine in sich geschlossene Geschichte ist. Und daher, noch einmal mehr, ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Und ich gehe momentan stark davon aus, dass es Offenbarungen sind, wegen der offenen Fragen, die noch übrig sind, oder? Eben wegen Asura und auch wegen König Garons Meister, sag ich jetzt mal, wegen dieser bösen Macht dahinter. Da muss eine Offenbarung geklärt werden. Und es soll ja auch noch ein zu neue Charaktere in Offenbarung geben, die wir hier gar nicht gesehen haben, auf keiner Seite. Und es auch in Herrschaft nicht gibt, und daher würde man sagen, wird die Zukunft sicher noch einiges Gutes und Spannendes für uns bringen. Jo, in diesem Sinne haben wir sicher mal genug gequatscht. Ich sage vielen Dank, Leute, fürs Zusehen, vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Bewerten der Videos.
etc. etc. Natürlich könnt ihr gerne noch einen Kommentar schreiben, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ihr gerne als nächstes sehen möchtet, ob Herrschaft oder Offenbarung. Es ist natürlich so, wie bereits erwähnt, ich werde ein paar Tage Pause machen, bevor ich den nächsten Teil aufnehme. Daher auch erstmal alle Kommentare noch durchlesen in allen Parts und erst dann das neue Let's Play aufnehmen. Und daher habt ihr sicher noch 1, 2, vielleicht noch 3 Tage Zeit, mir euren Wunsch mitzuteilen, bevor ich dann mich für den nächsten Teil entscheide. In diesem Sinne war es eine spannende Zeit. Ich überlege, was ich sonst noch sagen könnte, aber es bleibt eigentlich echt nichts mehr. Jo, wie bereits erwähnt, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Fire Emblem Let's Play wieder oder im sonstigen Let's Play, was auch immer. Euer Milord Michael sagt, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Und natürlich noch viel Spaß in den Credits.